So, Partys, Partys, Partys. Sie ist vielleicht nicht mehr in dem Alter, wo man großartig unterwegs ist. Man weiß es nicht genau, wir werden mit ihr sprechen. Sie ist auf jeden Fall jemand, wo ich mir vorstellen kann, wenn sie auf einer Party unterwegs ist, da wird sie garantiert des Öfteren angesprochen. Sie ist nämlich Model, Schauspielerin und hat jetzt einen neuen Kinofilm rausgebracht und damit begrüße ich Eva Luca Klemp. Yes! So, erstmal hier ein Selfie. Dein Mikrofon liegt da auch schon zu deiner Linken. Dann kannst du da erstmal entspannt. Genau, so. Während die jungen Herren hier gesunde Sachen zubereiten, werden wir uns hier an diesem Kuchen vergehen. Eva, vielleicht erstmal ganz kurz, stell dich erstmal vor, du bist Schauspielerin und du bist auch unter anderem die Jahrgangsbeste in deiner Schule gewesen. Bist du so eine Streberin? Ja, genau, das stimmt tatsächlich. Ja, witzig, dass ihr das rauskramt. Jahrgangsbeste stimmt. Ja, was soll ich dazu sagen? Mir hat das großen Spaß gemacht und ich war einfach gut. Du warst? Sie ist einfach gut. Ja, das werden wir natürlich dann später uns nochmal genauer anschauen, weil du bist ja auch in dem Kinofilm, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber warst du in der Schule auch schon so eine, die so immer Beste sein wollte, Streberin sein wollte? In der Schule? Um Gottes Willen, nee. Also meine Versetzung war auch gefährdet in der 5. und in der 6. Klasse. Danach habe ich mich irgendwie so gerade so über Wasser gehalten. Also Schulstoff hat mich nicht so wahnsinnig interessiert, nee. Und dann hast du es geschafft, in die Schauspielschule reinzukommen, bist jetzt eine ausgebildete Schauspielerin. Ich habe auch gesehen, du hast relativ viele Kurse im Nachgang nochmal belegt. Ja, genau. Ja, finde ich einfach wichtig, dass man nicht von der Schule abgeht und sagt, so, das war's, jetzt bin ich Schauspieler. Ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert und ich gucke immer, dass ich irgendwas noch mache. Dass du irgendwas noch machst und wir haben natürlich einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, wo man mal dich in Aktion sieht, das wollen wir uns jetzt mal anschauen und zwar eine Szene, wo ihr eine Tankstelle überfallt. Hast du schon mal in Wirklichkeit eine Tankstelle überfallen? In echt? Ja, das kann ich ja jetzt nicht so sagen, aber nee, in echt nicht. Aber in echt nicht, aber in diesem kleinen Ausschnitt. Ja. Rück das verdammte Geld raus, du Landei! Jetzt mach schon, sonst zerlege ich den Laden. Und dich. Und zwar nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge. Kasse, Geld, Rucksack, jetzt los! Was denn? Ja, also diese Person, die du da spielst, die wirkt jetzt nicht wie die typische Verbrecherin. Ja. Spiegelt das so ein bisschen dein Selbst wieder? Kannst du dich in der Rolle auch wiederfinden? Ob ich mich mit der Rolle identifizieren kann? Also, ja, klar, ich finde die einfach unheimlich sympathisch. Die ist halt ganz unbedarft. Die wird da so ein bisschen mitgezogen von ihren Freundinnen. Die sagen so, wir machen das jetzt einfach mit dem Überfall. Verliebt sich dann auch noch in der Story, in den der an der Tankstelle halt steht und arbeitet und es gibt dann noch so ganz witzige Verwicklungen. Ja. Es hat halt riesen Spaß gemacht einfach, ne? So eine Rolle. Du, aber in Wirklichkeit sieht dein Leben relativ straight aus. Du hast eine Familie, du bist jetzt Mutter. Ja. Sieht man auch stolz auf deiner Internetseite, dass du dich als Mutter präsentierst. Ist es denn als Schauspielerin ungünstig oder eher günstig, wenn man Mutter wird? Weil wenn man einen festen Job hat, dann kriegt man die Schwangerschaft finanziert. Wie macht man das als Schauspielerin? Ja, also ich probiere mir da einfach nicht so einen Kopf zu machen drum und bin umso motivierter halt eigentlich, seit ich Kinder habe und sehe das auch als so eine große Bereicherung an. Ne? Man hat dann natürlich Erfahrungen auch, die man nur mit Kindern machen kann. Und deswegen sehe ich das Ganze positiv. Und bisher klappt es ganz gut, das zu vereinbaren. Hast du auch mal eine Rolle angenommen, wo du eine Schwangere gespielt hast oder sowas? Nee, leider hatte ich noch nie eine Schwangerenrolle. Ich habe auch in der Zeit der Schwangerschaft gedacht, ja, super, dann kann ich ja diese Rollen übernehmen. Aber ist nicht so, weil Schwangere sind auch gar nicht gern gesehen am Set. Da wird lieber ein Bauch umgeschnallt weil Schwangere sind zu kompliziert. Also echt jetzt? Ja, so Warum? Die haben dann immer hier ein Zipperlein und da ein Zipperlein und da greift man lieber auf welche zurück, die halt wirklich diese
Bäuche umgeschnallt bekommen und das heißt, die wenigsten Schwangeren in den Filmen, jetzt enttäusche ich dich, ne? Ich nehme dir alle deine Illusionen. Ganz viele Illusionen werden mir jetzt gerade geklaut. Ja, meistens sind die gar nicht schwanger. Ja. Darf man, ich sehe gerade schon hier im Chat, darf man fragen, wie alt ist sie? Also wie alt bist du? Ja, ich bin 33. 33, wie alt sind deine Kinder? 6 und 2. 6 und 2. Und sind die auch schon so in den Spuren? Hast du das Gefühl, da könnten auch mal Schauspieler draus werden? Machen die dir häufiger eine Szene? Ja, das schon. Also klar, trotz Anfälle, das ist wirklich bewundernswert, wie die dann im Moment sind. Ansonsten weiß ich nicht. Im Moment wollen die Feuerwehrmann und Prinzessin werden, ja. Das klingt doch noch sehr schön. Also hier haben wir schon mal ein paar Traumberufe. Würdest du ihnen denn empfehlen, Schauspieler zu werden, jetzt aus eigener Erfahrung heraus? Also wenn sich dann herausstellt, dass sie wirklich dafür brennen, dann auf jeden Fall. Und ansonsten sollen sie sich lieber einen Job im Büro suchen. Einen Job im Büro. Der Grund, weshalb du heute hier bist, ist natürlich ein ganz besonderer. Und zwar hast du jetzt deine erste große Titelrolle, wie du selber betitelt hast. Also deine erste große Hauptrolle. Und zwar in dem Film Voll Paula. Und das haben wir einfach mal in die Kategorie Like oder Dislike gehauen. Ist natürlich unser ganz großer Like. Und wir schauen mal einen kleinen Ausschnitt von deinem neuen Film Voll Paula an. Alles klar. Ich schlage dir jetzt ein Spiel vor. Wir fangen beide bei 3 an zu schweigen. Und derjenige, der zuerst wieder anfängt zu reden, der hat verloren. Aber okay? das halte ich für keine gute Idee, weil ich dann mal wirklich ganz neutral betrachte, total im Nachteil bin. Also wirklich jetzt mal ganz klar im Nachteil. Also, 1. das ist die Mimose? Was? Ja, ich bin die Mimose. Ich wollte fragen, ob du mich vielleicht mal auf einen Kaffee einladen möchtest. Oh, wie schön. Was ist denn daran schön? Ja, das schöne neue Glück. Ja, also Voll Paula. Tatsächlich eine sehr besondere Produktion. Das ist eine Independent-Produktion, die hier in Köln stattgefunden hat. Ganz genau, ja. Wir haben alles in Köln gedreht. Viele werden, die den Film sehen, auch einige Schauplätze wiederentdecken. Ich glaube, deswegen macht der Film auch gerade für Kölner Spaß. Also wir haben extrem viel in Ehrenfeld gedreht und aber waren auch ganz viel am Rhein unterwegs und ich glaube sogar, dass sich einige Zuschauer wiederfinden könnten, die dann hinten als Statisten, ohne es zu wissen. Ja, nee, die wurden dann natürlich schon angesprochen. Klar. Die mussten natürlich auch was unterschreiben. Würde ich jetzt natürlich auch sagen. Nee, ist schon so. Aber kann wirklich für viele Kölner echt interessant sein. Warum hat man sich entschieden, das so eine Low-Budget-Produktion zu machen? Weil es einfach nicht anders ging? Oder was war der Grund dafür? Naja, gehen tut ja alles, aber das sind halt so lange Wege, ehe man so einen Film finanziert hat. Und ich glaube, der Initiator wollte einfach schnell das jetzt wirklich mal voranbringen und hat sich dazu entschieden, das einfach zu machen. Und das hat irgendwie auch den Charme dann ausgemacht von dem Film letztendlich. Und für mich, also zum Drehen war es halt auch super toll, weil man hatte nicht diesen Produktionsstress, wie er sonst üblich ist, sondern hatte so ein bisschen mehr Möglichkeiten auch, die Rolle selber noch zu entwickeln. Sich und auszuprobieren. Genau, wir hatten dadurch auch mehr Zeit natürlich. 1 Jahr habt ihr gedreht. Nein, das hast du falsch recherchiert. Okay, da bin ich falsch informiert. Wir haben das in 3 Wochen gedreht. Okay. Also das ist das komplette Gegenteil von einem Jahr, es sind 3 Wochen gewesen. Gut, 3 Wochen ist allerdings schon relativ knackig, kann man schon sagen. Ja, das stimmt. Also vielleicht kannst du mal sagen, wie viel Zeit für so einen Hollywood-Film geplant sind und wie viel für so eine günstigere Produktion in der Regel? Puh. Also ich glaube, so Hollywood-Produktionen sind, glaube ich, in der Regel bei 40 Tagen bis 45 Tagen und die deutschen Großproduktionen liegen so, glaube ich, in der Regel bei 30. Ein Tatort wird, glaube ich, in 20 Tagen produziert. Ja, kann gut sein. Weißt du jetzt gerade besser als ich. Was erwartet uns in diesem Film? Vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein bisschen den Film anteasen. Warum müssen wir da reingehen und wo läuft er? Ja, also der Film, der hat in Berlin halt seine Premiere am 17. und am 18. auch hier in Köln. Und dann tourt er so ein bisschen durch Deutschland. Und es geht darum, es sind 5 große Rollen. Die sind alle so ein bisschen miteinander verstrickt und jeder von diesen Typen sucht halt so seinen Platz im Berufsleben, im Privatleben und
ja, dabei entstehen ganz viele Verstrickungen und Missgeschicke und ich glaube, es ist eine ganz schöne, für mich ist es ja eine romantische Komödie. Ich weiß nicht, wie das die anderen sehen. Liebesgeschichten sind natürlich auch mit drin. Im Chat haben wir gerade auch eine romantische Anfrage, habe ich gesehen. Ja, kann man schon sehen. Und zwar, ja, wo kann man denn zum Beispiel noch Autogrammkarten bekommen? Der werte Herr kennt dich nämlich. Noch oder schon? Ja, da fragt man einfach bei meiner Agentin nach, bei meiner Agentur. Und da kommt man ganz leicht drauf. Also einfach Namen googeln und dann danach fragen, das geht schon. Wirst du häufig noch angesprochen? Also merkst du das? Oder wirst du häufiger jetzt angesprochen? Wo ist die Tendenz hin? Verbotene Liebe ist ja schon relativ bekannt. Ja, ich denke, also direkt während ich bei Verbotene Liebe war das schon häufig so. Da gab es sogar einmal eine Situation, da war ich an Karneval in der U-Bahn völlig verkleidet. Und also wirklich komplett entstellt sozusagen. Und jemand hat mich angesprochen, dich kenne ich doch. Und ich so, wie hast du das jetzt erkannt? Also das Gesicht komplett geschminkt und wurde gesagt, an den Zähnen. Okay, an den Zähnen. Das finde ich ist aber ein guter Übergang. Zähne, was Gesundes. Während wir hier noch ein bisschen Kuchen schmausen, kommen wir jetzt mal zu der Sache, die ich jetzt schon ganz am Anfang anschließt. Ihr wartet schon geduldig darauf, endlich das Mikrofon. Könnt ihr euch da mit unten liegt das Mikrofon, könnt ihr euch schon mal greifen. Und zwar werden wir jetzt gleich einen Smoothie bekommen und über Detox Night sprechen. Was erwartet uns in diesem Smoothie, bevor ihr den anschmeißt? Weil dann müssen wir den Ton ein bisschen runterkurbeln und werden einen kleinen Trailer schauen. Was haben wir hier? Also in dem Superfood sage ich schon, in dem Smoothie wird drin sein, Bananen und Orangen haben wir drin reingeschnitten. Wir haben jetzt hier sozusagen Baobab und Goji-Beeren als Superfood drin, was so ein bisschen nochmal Energie gibt. Und Wasser ist drin, Erdbeeren sind drin und ja, ihr könnt euch dann gleich mal eine Kostprobe dann vom Smoothie gönnen. Ja, die Hälfte der Zutaten kenne ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall geschmeckt. Das Besondere ist, es ist eine Partyreihe. Sie feiern Partys, wo kein Alkohol ausgeschenkt wird, sondern stattdessen ganz viele Alternativen. Wir werden uns gleich darüber unterhalten. Schauen jetzt erstmal in diesen Ausschnitt der ersten Party an. Die zweite Party wird dann am 19.09. stattfinden. Jetzt hört ihr mich wieder. Wir hatten natürlich ein kleines Gespräch, das Gesamtpaket. Du findest dich selber wunderschön. Also wir haben uns gedacht, während der Mixer läuft, unterhalte ich mich natürlich mit Eva weiter über einen kurzen Schriftverkehr.
Du kannst das Mikrofon auch gerne wieder nehmen. Bevor ich es vergesse, gleich werden wir mit den Jungs sprechen. Du hast auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht, und zwar eine Verlosung. Ihr könnt nämlich, wenn ihr Glück habt und bei der Verlosung teilnehmen und gewinnt, einen Schauspielkurs exklusiv bei dieser schönen Dame hier gewinnen. Also macht mit, meldet euch an auf kölntv.com und dann wird euch Eva exklusiv die geilsten Tipps geben, wie man zum Beispiel Schauspiel, wo braucht man überall Schauspiel? Überall. Also, Entschuldigung, das ist echt für jeden interessant. Muss man einen Schluck trinken? Trink mal einen Schluck. Moment. Trink mal einen Schluck. Genau, wir kriegen jetzt auch einen Smoothie gegeben. So, das Mikrofon für euch immer denken reinzusprechen. Boah, das sieht aber auch aus. Also ich könnte jetzt nicht sagen, super. Du willst auch? Danke. Ich werde dir den Smoothie gleich... Okay, wir werden mal probieren hier. Also, cheers. So, herzlichen Dank für den Smoothie. So, ihr habt ja eben schon erklärt, was da alles drin ist. Das ist ja sensationell. So, also Schauspielkurs für alles, du hast mir eben schon mal erklärt, das kann man auch fürs reelle Leben nehmen. Was man fürs reelle Leben, dachte ich immer, nicht nehmen kann, ist eine Party ohne Alkohol. Ja. Ihr habt es aber schon einmal erfolgreich durchgeführt. Wie kommt man auf eine Idee und sagt, wir machen jetzt eine Party ohne Alkohol? Ja, das würde ich ganz kurz erklären. Also ich war in den letzten, oder mache schon länger Veranstaltungen, und da ist eigentlich recht viel Alkohol geflossen, und ich habe auch selber relativ viel Alkohol getrunken. Und letztes Jahr war ich relativ oft erkältet, mir ging es nicht ganz so gut gesundheitlich und dachte mir, okay, für das neue Jahr musst du dir was vornehmen, weniger Alkohol und die Ernährung ein bisschen umstellen. Und dann bin ich mit meinem Kumpel Jonas zusammen feiern gegangen, weil er tatsächlich selber gar keinen Alkohol trinkt, schon seit Jahren. Und ja, wir sind dann zusammen losgegangen, ohne Alkohol, sind feiern gegangen bis in die Morgenstunden, haben getanzt, haben uns super amüsiert und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, alkoholfrei feiern geht auch. Also ich muss dazu gestehen, am Anfang war es ein bisschen komisch für mich. Ich bin nicht sofort in den Flow reingekommen, hatte nicht ganz so viel... Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich höre gerade besser in das hier sprechen. Okay. Ich glaube einfach mal der Eva, das kannst du das am besten runterlegen. Einfach. Okay. Das gab es gar nicht, das Mikrofon. Genau, das heißt, am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass es gewisse Vorzüge gibt beim alkoholfreien Feiern. Die gibt es definitiv. Man ist danach nicht so betrunken. Das ist, man hat keinen Kater. Genau. Aber wer fühlt sich von so etwas angesprochen? Also welche Leute gehen jetzt dahin? Außer dir jetzt, der seit Jahren keinen Alkohol trinkt. Ja, willst du antworten? Ich kann gerne antworten. Wir haben natürlich die, so wie mich, die wirklich auf Alkohol verzichten und trotzdem viel Spaß haben. Wir sprechen aber ganz unterschiedliche Leute an. Das heißt, klar sprechen wir auch die Veganen an, die wirklich auf die Ernährung achten und gesund leben wollen. Aber wir sprechen auch, und du bist herzlich eingeladen, auch die an, die es gewohnt sind, Alkohol zu trinken, aber die Bock haben auf etwas Neues. Denn wir bieten ja nicht nur Smoothies bei uns an, sondern wir bieten ja wirklich eine außergewöhnliche Location an. Das heißt, jetzt ist es ein Industrieloft mit Backsteinwänden, 8 Meter hohen Decken. Wir haben mehrere DJs, wir haben ein Aroma-Jockey. Ich weiß nicht, ob ihr was unter euch vorstellen könnt, oder ein Aroma-Jockey? Nein. Er mixt Öle. Platten auf. Ja, so ein bisschen. Er mixt Öle, Kräuter und Früchte zusammen und bringt sie dann mittels Ventilatoren und Kochplatten auf die Tanzfläche, sodass du während des Tanzens durch den Geruch, den er erzeugt, sozusagen berauscht wirst, auf natürlicher Weise. Genau. Smoothies haben wir. Wir haben 2 Getränke noch mitgebracht, die außergewöhnlich sind. Wir haben jetzt zum Beispiel Spiruli. Das heißt, wir haben uns bewusst dazu entschlossen, gegen eine Cola, gegen eine Fanta, gegen eine Sprite, die wird es bei uns nicht geben, Wahnsinn. Sondern also, wirklich... Eine letzte Frage noch. Also wenn ihr sagt, die Partys, die sind besser für Leute, weil man keinen Alkohol trinkt etc. Aber wie ist das am Ende? Weil man hat ja manchmal das Gefühl, bei Alkohol, dann fallen so ein bisschen die Hüllen und dann geht es so ein bisschen locker reinher. Habt ihr das Gefühl, das funktioniert trotzdem, oder merkt man manchmal, dass es ein bisschen braucht, bis die Party losgeht? Ja, also wir haben ja die erste Party im Mai gehabt, die war auch relativ schnell ausverkauft, das heißt, die Nachfrage ist da und die Leute sind auch bereit, sowas auszuprobieren. Wir waren einmal überrascht darüber, wie viel positive Zuspruch wir hatten für diese Veranstaltung, und dann waren wir wirklich auch überrascht, wie gut die Stimmung war auf der Party. Das heißt, die Leute haben getanzt, Leute haben sich unterhalten, es war eine gute Atmosphäre in dem ganzen Raum, also wirklich durchaus positiv, und das beantwortet für uns, dass
dass man auch... Ich muss einmal jetzt hier unterbrechen, weil sonst ist die Sendung gleich vorbei. Wir wollen ja noch sagen, wann diese Party stattfindet. Ja. Also am 19.09. mit einer durchaus positiven Atmosphäre in der Halle... X-Post Loft in Köln, genau. X-Post Loft, und das könnt ihr auch natürlich auf der Internetseite wahrscheinlich detoxnight.com. Ich danke dir, dass du heute da warst. Also denkt dran, eine Verlosung, wenn ihr mit ihr Schauspielunterricht machen wollt. Und Sophia, schön, dass du dabei warst. Ich bedanke mich für die heutige Sendung und werde jetzt noch einen Smoothie trinken und sag mal, schönen Abend noch und viel Spaß bei den Köln TV News.